Das 8. Kapitel. Am Melchume zwischen der eisernen Balkon und der Reuter Luden. Als es gewähnt frie. Ei de scheine Mauer, ei de Skladen, ei de Kleiten, ei de Prikatschikes, der gewasse Poolteger und der Kassier mit der Pen in den Euren. Als wird frie. Nur de größte Schild mit de größte Kildene Oisius, Friedmann Vormann, ist nicht so. Auf ihr Ort hängt schon ein anderes Schild, von einer größeren, in einer schönere, mit schrecklich größeren Buchstaben, Friedmann. Oben, auf einem eisernen Balkon, sitzt die Madame Friedmann. Neben ihr sitzen Jingelad, Frauen, Bekannte, und man trinkt Tee. Es ist ganz freilich, alle reden und lachen. Und Madame Friedmann kijkt daarop von dem hohen Balkon nach Kevin. Auf ein kleines Badstübele mit roten Luden bei den Fenstern. Sie lässt nicht darauf von euch von dem dosigen Stübel. Sie sieht, sie fühlt, wie ein paar schwarze Augen kicken dort durch ein Fenster, gleich auf ihr mit Kinnen und mit Sinne. Und Madame Friedmann geht in ein leicht weiß Kleid. Ihre Hand liegt auf der Parentje von dem Balkon. In einer grünen Winterle vergandelt sich zu ihr in Arbelaran und deckt auf ihre Hand, ihre weiße, fette Hand. Zwei schwarze Augen, das kicken auf ihr durch ein Fenster von dem weißen Stiebel mit der roten Luden, treten auf von seinem Ort. Tina Spar kehren sich hin zurück zum Fenster und kicken weiter auf den Balkon. Wie viel Schmerzen, wie viel Kinder, wie viel Sinne gehen raus von die dosige schwarze Augen zum Balkon. Und wie viel Schlechtigkeit, wie viel Kummer gießt sich von jenem Balkon auf dem dosigen weißen Stiebel mit der roten Luden und die schwarze Augen. Das trägt kein Schutt von dem Fenster. Allemal sehen die schwarze Augen, die es vorzieht im Teuer, ein glänzender Python. In die Gele, die grobe Madame Friedmann, setzt sich kaum mehr an. In ein paar teure Pferdlers trugen sie weg zum Tag sich Buden. Ein ganzen Tag sehen die schwarze Augen, wie hinten in des Skladen. Kocht wie ein Kessel, der Eulen steckt sich. Man leist Geld in große, schwere Päcknetzfeuer, katschet man heran in Aros. In oben auf dem Balkon lebt man ein Gittentag, man frisst, man sauft, und man tut sich alle Vergnügens. Der reichste Lad fuhren sie hin mit Visiten. Oftmals tanzt man dort und man hullet auf die ganze Nacht, bis in weißen Tag heran. Und bei Eis, du öffnet man nur over der rote Luden, steigt schon dort der Lakai oder der Stiebmeidl und treißelt auf dem Stäub von der Teile Divanes für die sammetene Kleider. Und der Stäub flieht und legt sich auch du auf der rote Luden, wie bekiven. Wie auf Zilahaches. Als zum Balkon fuhrt sich die Madame Spiegelglos, die Madame Regenbeugen oder die Madame Stechenholz. Weißen schon die schwarze Augen, was man redet dort. Sei treffen, sei vielen. Wo sucht die Madame Spiegelglos? Wo ist der Teil der Madame Regenbeugen? Und von wem lacht die Madame Stechenholz? Und als die schwarze Augen der sehen, rausgehen auf dem Balkon, ein heuchen jungen Mann mit langen blonden Haar, mit großen Augen und mit einem weißen Gesicht, klären sie sich. Ort ist schon, ihr Kaddisch, a lange, a weiße, galaganske Haar. Sie meint, also ihr Boris wird sein ein Doktor. Es wird ihr noch früher die Augen herauskriegen,
bis es wird amul etwas werden. Also lang kränkt sie, wie lang mein Rose wird a viele Wellen kicken auf ihr Borsten mit langen Fies. Oh, ot geht man Rosetschke. Drück mit sich Bücher, Noten, Noten. Es kann ihr Gitt stechen, der Grobe. Ich weiß, sie vergibt mich nicht mit dem ganzen Herz. Oh, ot geht sie, die Karletschke, klärt sich in die Dose Kommunik Madame Friedman auf dem Balkon. Klingt so groß wie die Mama ihre. In Grün auch, also wie die Mama. In meint auch, als jeder kijkt auf ihr, in sie me kann. Scha, sie trug, dacht sich, etwas Abichu. A ganze Millimeters, a Katobes Abichu. Sie spielt auf dem Topchan. Ha, ha, ha. In einem Beise Gelächter, viel mit Summer Movies, gießt sich in einem hohen eisernen Balkon, auf dem niedrigen weißen Stiebel mit der Reuterluden. In zwei schwarze Augen warfen von sich beide zurück auf den eisernen Balkon. Die dosige zwei schwarze Augen gehören zu der Madame Fuhrmann. Und der scheine eiserne Balkon zu der Madame Friedman. Nicht mehr als 16, 17 Uhr zurück sind die dosige zwei Wabler gesessen beide auf einem Kanapee, geknackt zusammen nüsslich, gegessen angemacht, gelacht und gespäht von der ganzen Welt, gelebt wie zwei Schwestern. Die zwei, drei liebende Schwestern in Azin. Nur wie traurig die Lage ist gewesen zwischen die zwei Frauen. Ist sie zwischen seinen Männern noch trauriger gewesen. Der Chilik ist noch, dass die Weiber haben geführt an öffentlichen Krieg zwischen dem eisernen Balkon und der Reuterluden. Und seine Männer, seine Mann haben noch immer gehalten. Zwischen sich verstellt, behalten, tief in seine Herzen. Keiner hat nicht gekannt verstehen. Aber wo hat sich der Herr Fuhrmann, Sater hat sich ungeteilt von dem Herr Friedman, verschlossen bei sich im Stiefel mit der Reuterluden. Also, als man hat ihn schon mehr nicht gesehen. Wie spaziert darin über den Stuhl mit der verrissenen Nuss, mit der großen Bauch und mit den Händen in den Käschens. Wie früher. Hat sich verschlossen in dem dosigen weißen Stiefel, welcher hat sich gekauft. Bald nach der Chalike. Und hat sie geschlagen auf die Fenster starke eiserne Luden, wo es ihm ist ausgekommen, aufzufarben mit Reuten. Und hat schon mänisch gewollt rausdrücken von Stiel. Wie hat verdacht, dass Sachjuden liegen dick ausgezogen auf eine harte, siratene Sofa. Oder sitzen dick in einer siratene Kressle und ziehen dick auf Paskundes Papyrus. Nicht durch eine mulige, weiche Hoteln, nicht du die sammelten Divanes, nicht du jene schmeckende Zigarren. Chiles, als Fuhrmann hat sich geteilt mit Friedmannen, hat gewollt aufbrechen gegen ihn eine Konkurrenz. Ist weggefuhren und hat gebracht den größten Transport, Bahn, und hat in einem Verlauf von einem halben Jahr gepattet, scheine etliche Kerblich. Hat gesehen, als kann sich mit Friedmannen nicht spielen. In jener Zeit hat Achitz dem geführt gegen den Schitter, einen größeren Prozess, in welchem bedarf glücklich werden. Also haben ihm gesucht seine Advokaten, nach der Sofa bewiesen. Als das, was Fuhrmann pflegt sich so gering in Betracht Hasmen auf jedem Papier, was Friedman hat ihm integriert, hat ihm gekoilet, bis gut. In der Prozess hat ihm auch umgekostet wahrscheinlich Kopike. Prozess ist ein Court Case. Demals wird Fuhrmann sehen, als kein anderes Geschäft ist nicht tut, außer wir geben Geld auf Prozent. Sahen am Malve oder ein Bankier. Ist geworden ein Bankier. Der Gedanke,
als was darf das Geld, das müssen sie ihm umkommen, ihm beten, und ihm erhalten beim Leben. In der ersten etliche Jahre haben die Fuhrmanns gesehen, als noch in 10 Jahren können sie werden gewähren. Und sie schufen Friedman, fliehen dich und traske dich, kann platzen und bleiben bankrott. Und öfter noch umkommen zu sein, zu den Fuhrmanns, wie amul, die dosige süße Hoffnung hat sie gezwungen zu vergessen in dem Hinblick, was sie haben gehabt. Und sie haben genommen Schinden der Feld von seiner Ballachweibes, rasen Prozent von Prozent, auf wo die Welt steigt. Fuhrmann ist schon Krieger geworden und hat schon ungeheuben Hiet mit Cashbull. Beim Friede geschüttet hat ihm gekostet genick Rebegeld. Und wie glücklich sind sie gewesen, dem Tag, wenn sie haben gehört, als man redet auf Friedmann etwas nicht freilich, gut nicht freilich, sei nicht freilich. Fuhrmann hat noch einmal übergerechnet das Wachtzettel und hat gesehen, als überall Jugend kein Gemuld sein, es soll oben mal 100.000 Rubel. Das Jahr ist weggegangen. Friedmann hat ungeheuben noch mehr Glanzen, noch mehr Klingen auf der Welt. Und sei, die Fuhrmanns, hat ein Puritz umgesetzt 50.000 Rubel. Wieder ein Prozess, wieder Advokaten, wieder Innensistige Heitues mit Innensistige Mie. Nein, man darf sein noch mehr gehiet. Man darf rasen der Haut. Man darf leben mit Chesben und man darf hieten das Kerbel. Was wird sagen, der eiserne Balkon, als die Leute luden werden bleiben ohne groschen Geld. Und die Fuhrmanns sind geworden so karg, als kein Mann hat nicht darüber getreten, sei schwer. Kein mit Kure ist schon mehr zu sein nicht gekommen. Und Vetter dann hat Fuhrmann unzeremoniös herausgetrieben in sein ganz bitteres Herz hat ausgelassen zu ihm. Viele die goldene Sprüche, wenn bleibt zu der Pinkel's Familie, hat schon auch Meure gehabt, verwasen sich zu den Fuhrmanns. Tabele hat sich viele nicht gewollt laden, aber von der Zeit an, wo sie hat ungeheuben das Glück kein zurück, ist mir geworden so zerreizt und zerbeißet. Als Tabele hat ungeheuben, hat ihm durch Erde zu tun. Meure Huben, so lang, so breit, bis Fuhrmann ist geworden ein Despot, was ich ein Haus, ein Tyrann, was jeder hat gezittert, was ein Paare, was ein Kick. A stille verständig hat Fuhrmann noch mehr Fang gehabt als ihn zu reden, verbringen, wie die Steiger ist, mit dem Wab, mit dem Kind, und hat sich streng verboten, als der Numen Friedmann soll nicht der Mann werden bei ihm im Stil. Auf Tabelle ist gekommen eine schwere Zeit. Das Leben ist hier kein Leben nicht gewesen. Von einer Seite der Mann, der Despot, von der anderen Seite der eiserne Balkon. Und Gott weiß, zu wo sie wollten gekommen, wenn nicht ihr einzige Treistung der Welt, ihr teuerste Chies, ihr einzige Tochter, ihr Kind, Rosetschke, mit welcher sie hat verbracht ihre ganze Jugend in Tee, und für welche ihr Herz gewinnt tummet offen. Nur das Kind hat gesehen und gefühlt, wie so ihr miterlebt, wo sie trug über. Sie hat ihr aber nicht gekannt helfen mit gar nicht. Erstens ist sie auch gewinnt derselbe schwache Beschäftigung wie ihr Mitte. Und zweitens, nur das wird bei uns der Zeit im folgenden Kapitel.